Leeft Ministerin, Herr Bürgermeister, leeft Deputéiert, leeft Bürgermeisterin aus den Nobelgemengen auch von den verschiedenen Schaffen und Gemengeräten, leeft eure Gäste, die Damen und die Herren. Nur diese schönen Bilder, die uns gerade in kurzer Zeit einen flotten Blick auf Schöffling gehen haben, ist es mir eine Ehre, ihr Haut auf diese Ouvertürezeremonie von 150 Jahren Schöffling begrüßen zu dürfen. Heute feiern wir einen ganz besonderen Tag. Den 6. Juli 1876 gab Schöffling eine unabhängige Gemeinde. Und heute, 150 Jahre spät, kommen wir zusammen, für diesen wichtigen Moment an der Geschichte von der Gemeinde Schöffling zusammen zu feiern. 150 Jahre, das sind nicht nur Datumen, Zahlen oder Archivdokumente. 150 Jahre, das ist Geschichte von Menschen, die hier gelebt, geschafft, gebaut und Schöffling zu dem gemacht haben, was es heute ist. Es ist eine Gelegenheit, für die Vergangenheit zurückzugucken, aber auch für noch vier zu gucken, ob die Möglichkeiten die Zukunft uns bietet. Und für diesen offiziellen Moment dann noch richtig zu eröffnen, der wir den Bürgermeister von der Gemeinde Schöffling, den Herrn Carlo Feiereisen, abbieten werden. Nur singeriert können wir uns auf den Schöfflinger Musiker, den Andrea Galetti, freuen, den aus der ganzen Abend über mit musikalischer Begleitung durchfeiern. Als allererstes werden uns das Single Devil in the Details von seiner eigenen Band One Last Time, die 2025 beim Luxemburg Song Contest mitgemacht wird, vorstellen. Herr Bürgermeister, Flut über Wiener Schlicht. Herr Minister Leo Bloden, Herr Minister Marc Spautz, die Damen und Herren Deputéiert, leven Vize-Chamberpräsident Max Di Bartolomeo, leif Eire Bürgermeisterin Roland Schreiner, Paul Weimarskirch, leif Memberen aus den Chefen an der Gemengeräte von Schöffling, von Esch, von Monnerich, von Kiel, von Römmeling, von Suisse, leif Memberen vom Organisationskomitee von den Feierlichkeiten von 150 Jahren von der Gemeng von Schöffling, leif Gäste, leif Kommissionsmemberen, leif Vereiner, leif Freunde. Ja, wen hat das am Jahr 1876 gedauert, dass wir heute um Tag genau 150 Jahre nach der Gründung von unserer schönen Gemeinde also auf dieser Platz geben zusammenfanden für die Feierlichkeiten von unserem Festjahr anzulauten. Ja, die hat richtig hören und auch richtig auf ihre Invitation gelesen, Gemeinde Schöffling feiert heute 150 Jahre. Heute feiern wir die Entstehung von der Gemeinde als unabhängige Verwaltung. Für nebst mehr wie 1200 Jahre als wir die Skuflingen annimmt gehen, mehr als Wirtschaft und der Ursich existiert sicherlich schon viel mehr lang. 1876 die wir am Anfang von der zweiten industriellen Revolution. Das hat Wachstum und Entwicklung für Schöffling bedeutet. Heute stehen ein paar Symbole aus der goldenen Zeit an unserer Gemeinde. Also schöne Wasserturm an ihren drunten als Kolonien in Form von der Cité Meirisch. Heute feiern wir also die Gründung von der Gemeinde Schöffling, die den 6. Juli 1876 per Gesetz offizialisiert wurde. Als Ortschaft hat damals ein Territoire von 771 Hektar und knapp 1000 Einwohner. Den ersten und wichtigsten Schritt war also gemacht, allerdings gab es noch keine politische Feierung. Der Michel Noël gibt den ersten Schöfflinger Bürgermeister, an ihm standen 2 Chefen und 6 Conseillers zur Seite. Damit war der Gemengepap ernannt, aber als Junggemeinde hat aber noch keine Gemengeverwaltung und keine Beamten. Wendel deed sich die Gemeinde für eine Reihe Jahre Träumlichkeiten mit der Schule. An der ersten Gemengeratssitzung wird das Budget, das Schulwesen und die Ernennung von einem Sekretär und einem Receveur gestimmt. Der Gemengerat wird auch Kommissär Spezial genannt, für den Trennungsprozess zu begleiten. Zum Budget noch eine kleine Anekdote. Am ersten Exerzis budgetär von der Gemeinde am Jahr 1877 hat Schöffling 600 Lützeburger Franken an den Fonds pour des Dépenses Communales überwiesen. Das sind umgerechnet knapp 15 Euro. 150 Jahre danach liegt dieser Betrag bei 480.000 Euro. Wir befanden zu dem Zeitpunkt am Schluss von einer massiven Emigration, die Lützeburg wiederum geahnt wird. Ein paar Schöfflinger verschlägt in der Zeit auch an Amerika, an Argentinien oder Indien.
Durch die Industrialisation ändern die demografischen Sozialstrukturen auch zu Schöffling. Eisleger Bauern verlosen loserlöse Felder für die Schmelzen an den miniere Schaffen zu kommen. Schöffling wies zusätzlich mit den Einzelwelle von Immigranten. Heute ist das, mehr Matbierger hat Schöffling aus über 110 Ländern bei uns wohnen, und wir erreichen knapp 12.000 Einwohner. Schöffling wies also loserlos. Dem muss Schöffling grosso modo just als einer großer Straße bestehen. Kirche und Schule stungen an der Mitte vom Dorf. Von Schöfflinger Bäsch kommen wir mit einem Perz von. Nur der U-Bahnung und der jungen Eisenbahnsreso als ein Transport von Leuten und Gütern wesentlich mehr einfach und unverzichtbar gehen. Mehr Einwohner hat die Expansion und die Erweiterung von den Infrastrukturen bedeutet. Anfangs zum 20. Jahrhundert wird die erste große Schule gebaut. Wie kurz darauf der Erste Weltkrieg ausbricht, hat er doch Konsequenzen für uns Gemeinde. 1917 gouf op der Schöfflinger Schmelz und noch an der Grove wenn's dem niedrigen Lohn an de Moore kasch gestreikt. Durfliewen als trotzdem allem weitergegangen, a während den 4 Kriegsjoren hun sich awersillech Vereiner könne grinnen. Glücklicherweise sind als Gemeng großschierte Bombardementer erspurt blieben. Schöfflinger Jungen kämpfen Demos auf alliierter Seite an der Friemelegion. No Kriegsende quartieren sich amerikanische Soldaten an der aller Schule, a gehören für paar Monate zum Bild von unserer Ortschaft. Das so viel sozialisiert, waren gern an den Dorf Kaffee in NRW und haben sich mit den Schöfflinger angefreundet. Gouf sogar ein paar Hochzeiten zwischen den Soldaten und den Schöfflinger Mädchen, die wat ausgewandert ist an Amerika. Nach einer Reihe nationaler und internationaler Krisen konnte Schöffling da loserlos aus einer schweren Zeit ableben, sich aufbauen und wachsen. Die Stahlindustrie zieht immer mehr Leute auf Schöffling. Die Meirisch wird erweitert und die sogenannte Neuschule wird an den 30er Jahren gebaut. Der Kiosk, wo wir heute stehen, entsteht 1937. Eine erste Buslinie von Esch auf Schöffling entsteht und wir gehen in Tramsreso angebunden. Zu dem Zeitpunkt stehen wir kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. 1939 hat das Gemeng, so wie es sich gehört, die 100 Jahre von der Unabhängigkeit von unserem Lützeburger Land mit großem Festprogramm gefeiert. Wie die deutschen Truppen nun leider den 10. Mai 1940 und das neutral Lützeburg angefallen sind, als ein Teil von der Schöfflinger Bevölkerung an anderen Gemengen aus dem Land oder auf Frankreich evakuiert gehen, für sich Schutz zu bringen. Für nur einen zu nennen, als ein ehre Chamberpräsident Jean Spautz, als von denen, die an den Zentren von unserem Land evakuiert gouf. Schöffling als leider nicht von den Schrecken, die so ein Kriegsschmatze springender Spur blieben. Repression, Zwangsrekrutierung, Verhaftungen, Deportation oder den Tod stungen leider quasi auf der Tagesordnung. Der Besatzer hat am Krieg aber auch als Gemengeverwaltung einer Sort Reorganisation abgezwungen, und zwar sie mehr von 1941 bis 1944 Römer-Däscher Gemeng eingemeindet ging, erstungen administrativ gesehen selben Punkt wie 1876. Der Gemengerot gouf abgelöst. Zu Schöffling haben sich aber diverse Resistenzgruppen gegründet, die dem deutschen Okkupant Leben schwer gemacht haben, an ein paar Schöfflinger Jungen und Weh bis an die Reihe von der alliierten Armeen fand. Nur der Ankündigung von der Zwangsrekrutierung am Jahr 1942, als auch zu Schöffling im nationalen Generalstreik aktiv teilgeholt ging. Ja, kann ich ruhig sagen, Schöffling war ein Höchstspur von der Resistenz am Lützeburger Land. Nach 4 weitere Jahren nach Schöffling am September 1944 von der amerikanischen Armee befreit ging. Kurz darauf haben sich die Verwaltungen sowie die Chefs der Gemengerot neu aufgestellt. An denen 2 Schöfflinger Schulen hat die amerikanische Armee Lazaretten angerichtet. Während der Ardennenoffensive am Winter 1944 bis 1945 am Norden von Lützeburg hat Schöffling Bürger aus dem Norden und aus dem Osten vom Land abgeholt, die müssen aus ihren Dörfern evakuiert gehen. Der Kriegsende ist mit einer würdigen Parade gefeiert gehen. Schöffling konnte an die Zukunft gucken. Die neue Kirche als fertiggestellt gehen konnte am Jahr 1952 angeweiht gehen. Die Gemengeverwaltung hat neue Räumlichkeiten gebraucht, an dasselbe Jahr als das neue Stadthaus angeweiht ging, an der haut nach als Gemengenservice sind. Der Boom von unseren Schmelzen, als später in die Wurstum von unserem Land führen dazu, dass sich mehr Leute heute Schöffling wollen näher lassen, und über all die Jahre wies Schöffling mit einer Reihe Quartieren und Zitien. Über die Jahre kommt auch ein dritte Schule und ein Maison Relais dabei. Die Geschäftswelt Schöffling
hat immer eine wichtige soziale Rolle in unserer Gemeinde gespielt. Und wir sind als Gemeinderat froh, dass es darum geht, auch wenn nicht immer Rückschläge gibt. Schöffling hat immer eine variiert und diversifiziert Geschäftswelt. Mit ein Symbol davon war ohne Zweifel als Kooperativ. Obwohl sich mittlerweile in anderen pikischen Supermärkten an den Räumlichkeiten befindet, also es haut noch immer für viele Schöfflinger als Kooperativ. Und ich meine, den Namen wird nie aussterben. Ein anderes großes Ereignis zu Schöffling war der Bau von unserer Unterführung. Früher hatten wir Schöffling 3 Barrieren, die mit den Jahren immer mehr überlastet waren und die zu lange Wartezeiten gefordert haben. Der Bau fügt sich an einer neuen Gestaltung von unserem Zentrum an Dorfkehr, die geschwind aufgeschossen ist, an der als Bürger ein Park, ein Shared Space und ein Parkhaus können anbieten. Schöffling geht auch an ein paar Jahren den schnellen Tram angebunden, auf vor kurzem als an der Schaumbad Gesetz gestimmt ging, durch die Stadt als Gemeinde sein eigenes Lycée kriegt. Politisch gesehen können wir als Schöffling auch stolz sein, auf lokalem, nationalem und sogar europäischem Niveau einen Namen zu haben. Aus unserer Reihe kommen Deputé Maire, Ministerin, Chamberpräsident und Europadeputiert. Ich wollte meinem Kollegen Christian Weiß, den ich muss entschuldigen, der kürzlich nicht kommen konnte, wollte ich einfach mitteilen, dass Schöffling ein Member an der Regierung des Kehr hat. Ich meine echt nicht. Zu Schöffling hatte mehr aber auch Sportler, Künstler oder Musikanten, die auf nationaler und internationaler Ebene bekannt sind. Und unsere Gemeinde ein Renommee gingen. Diverse Olympiaden, Spieler von den kleinen Ländern, Tour de France, European Song Contest oder andere nationale und internationale Kompetitionen, die für uns Schöffling kein frieren werden. Schöffling hat gut sportliche Infrastrukturen. Stade Jean Jacobi gouf an 3 Jahren durch eine öffentliche Ausschreibung finanziert und gebaut. An unserer Ortschaft haben wir 2 Fußballterrain, ein Centre Sportiv mit einer Schwemm, ein Anlauf für Tennisspieler, ein Bulodrom und ein Skatepark. In den nächsten Jahren werden wir noch weiter an die Sportinfrastrukturen investieren. Auf kultureller Ebene haben wir als eigene Kunstgalerie in Form von einem Schöfflinger Kunsthaus. Schöffling ist aber auch eine Gemeinde, an der die Naturfreunde sich wohlfühlen. Wie 1937 den ersten Sentier Touristique als einer erster Form angeweiht gouf, als Demos gesagt ging, dass ihn auf dem schönen roten und grünen Spaziergang die reichste Panorama aus dem Land kann genießen. Doch war für Wanderfreunde als immer weiter gewusst. Und heute haben wir an unserer Gemeinde wunderschöne Trippel und Wanderwege, die über das Plateau vom Schöffling am Herz von unserer schönen Minette feiern, an eine gute Reise auf Velosphäre, wo als Bürger sich mal sogenannten Drohdiesel austoben können. Wir haben Sentier Didaktik, Reserve naturelle, ein Kreiderguard und thematische Zirkuiten, bei denen als Ortschaft mit seiner Geschichte, seiner Fauna und Flora rund um Dürtisch entdeckt kann gehen. Zum Beispiel Wasserbüffeln oder der Storch, die als Schöffling kann gesehen. Für den kulturellen Austausch zu fördern, wird Schöffling auch im Jahr 1970 ein Jumelage mit Drusenheim auf Frankreich vorgeholt. Je me réjouis aussi d'accueillir Monsieur le maire de Drusenheim parmi nos invités. Diese Jumelage besteht bis heute noch, und wir sind hoffentlich mit dieser Freundschaft aktiv und der Union von Europa teilzuholen. In dem Sinn sind wir Schöfflinge auch ganz aktiv an sportlichen und kulturellen Échangen vom European People Festival. Das feiert zu einer solider Freundschaft über das Grenzen raus. So, ich kann dir schon nach Stunden über die letzten 150 Jahre von Schöffling zählen, weil als Gemeinde hat viel oder Männer schöne Geschichten und Tatsachen erlebt, und bietet als Bürger viele Sohn. Wir sind übrigens auch eine Kommune Saint-Aubin, wir sind stark verbunden mit der Geschichte von den staatlichen Kannerheimer, wir haben alle Jahre ein großes Kavalkad, feiern alle Jahre Schöfflinger Fest, als in ein Vertrieb gemein. Lief Gäste, wie ihr seht, also aus dem kleinen Dorf, der Schöffling 1976 mit Männern wie 1000 Leute, Aufwohner war, mittlerweile die 9 größte Gemeinde aus dem Land und die 6 größten aus dem Kanton Esch zu gehen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, also nicht merci für Ihre Aufmerksamkeit. Me to touch my heart, throw some jewels, but baby I can't see right through you. I used to fall for your guitar, I see what you do, I ain't one of your fools.
shape it up, 'cause all your promises this. The devil in the detail, mixed head of paradise, lies even dark trail right across your eyes. Devil in the detail, betrays into this kiss. I don't wanna take you round a place. Tell me much to come to the devil in the detail. Quit fooling around. You better take the rolling light. I want someone I can trust, someone I can trust. The one pie in the sky. I wanna see some action now. Yeah, I wanna see it too. So you can keep your fancy words, and you keep it loud as you move. Now you've run out of luck. It's time for shape it up, 'cause all your promises stay so. The devil in the detail, mixed head of paradise, lies even dark trail right across your eyes. Devil in the detail, betrays into this kiss. I don't wanna take you round a this. Tell me must have come to the devil in a detail. Whoa, 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 whoa. Devil in a detail, devil in a detail. Wir fuhren dann lo weiter mat enger Person, die ganz eng mat dem Anniversär vun der Gemeinde Schöffling verbonnen ass. Es sterft den Herr Paul Weimarskirch, Bürgermeister vun der Gemeinde Schöffling a Präsident vum Organisationskomitee vun 150 Joer Schöffling op Bühnenbierden. Wert Ehrengäste, die Damen und Herren, lief Schöfflinger Matbiergerinnen und Matbierger. Ja, als Bürgermeister der Carlo Freireisen hat es gesagt, Schöffling ist ein Gemeinde mit einer reichen Historie, die von den Anwohnern, den Vereinen, natürlich auch der Industrie, dem Handel und den Betrieben, seiner uniker und distinktiver Natur und noch manche lokale Legenden und Evenementen markiert und einzigartig charakterisiert ist. Ob so eine Industriegeschichte, Wurstungen von der Gemeinde oder Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben, Schöffling hat es ohne Zweifel verdient, den 150. Anniversär nicht mit Pauken und Trompeten, wie mit guter Musik, aber dignement zu feiern. Am Namen vom Organisationskomitee respektive vom Brainstorming-Team sind ich froh, dass wir heute mit euch den Startschuss für 150 Jahre Gemeinde Schöffling können gehen. Wohl wissend, dass der Blick zurück an die Vergangenheit an eine Auseinandersetzung mit der Gegenwart immer nicht ein wichtiger Prozess ist. Das ist kein Luxus, das ist eine Necessität. Weil das Grundlage für die Erinnerung lebendig und wirklich zu halten, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken und für Zukunftskonzeptionen konstruktiv und reflektiert zu erneuern. Die Ideen und Vorschläge vom Organisationskomitee sind in Koordination mit dem Chefrat und mit den responsablen Services verfeinert und qualifiziert gehen. Ich muss sagen, wie ihr plötzlich seht, einen gelungenen Workflow. Auf Führen uns leiden Festjahre mit spannenden Abblicken an die Vergangenheit von unserer Gemeinde, mit unvergesslichen Momenten, mit kleinen und kleinen Surprisen, mit der Publikation noch von einem Buch und mit flotten, so wie heute, erleblichen Rencontren. Lasst euch überraschen, seid dabei und macht mit. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Los ein großes Merci und all Einzelnen, die zum Succès von diesen Festivitäten beiträgt. Ob mei am öffentlichen Raum, a präsent oder ob mat Erbecht an Hülf, ohne Gedäßems und ohne viel Abhirwes hinter den Kulissen. Ich bin überzeugt, dass die konviviale Stimmung am Momenten, die wir organisieren Vivre Ensemble, etwas ist, was das Gemeinde sowieso gut zu Gesicht steht und über lange Jahre schon illustriert, ein Plus-Value für das Gemeinde wird herauskristallisieren. Es ist ein Festjahr quasi unter dem Motto von einem kleinen Bauerndorf zu einer großen Gemeinde.
die sich über all die Jahren developiert, verändert, aber bewegt wird. Ein Gemeng, wo de Madeneen eins gehen groß geschrieben wird, wo Nachhaltigkeit, Natur, Umwelt und Klimaschutz kein eitel Wider sind, aber wo Freundschaft zwischen den Operen, an den Vereinen, an den Services und Administrationen weiterhin eine Priorität genießen. Wo verstehst du mich? Toleranz, Partnerschaft und Solidarität an gegenseitig Hilfe Kehrziele von allen Aktionen bleibt. Auch das ist ein Element von 150 Jahren Schöfflinger Gemeng, die jetzt immer nicht eigentlich schwätzenisch von den Schöfflinger Leitern und Anwohner verstanden haben, de Vivre Ensemble eine neue Chance zu schenken. Ich denke hier an die Schicksalszeiten von den Schmelzarbeiter und Kriegsjahren und die Migrationswellen aus Italien, Portugal und Kap Verde, aber auch an die Flüchtlingswellen von Leuten, die wenn's Krieg oder Terror ihr heimisch tun müssen, verlassen. Sie all sind herzlich willkommen an unserer Gemeinde. Dann darf man nicht vergessen, 150 Jahre Gemeinde als eine Hommage, das schon erwähnt ging, und all die Leute, die während den Jahren geschafft haben. Sie wird als Gemeindesekretär, sie wird als Receveur, sie wird als Arbeiter, als Handwerker oder als Beamten auf der Gemeinde. Und nicht zu vergessen, gleichermaßen auch als zusammen schaffen, über die Grenzen raus, an den Syndikaten, an all den Gruppierungen, die ein Gemeinde braucht, wie das kann funktionieren. Last but not least, mengen ich auch alle Guren, die Leute, die sich politisch engagiert tun, egal wie enger Couleur das waren, aber egal mit welchen Ideen das, auch sie sind ein Teil von den 150 Jahren Schriftling. Die Damen und Herren, das steht fest, am Ferien wurde das so beschrieben, dann auf den Punkt gebracht. Schöffling hat sich am Laufe der Jahren viel verändert. Es wären immer nicht immens gewaltige Entwicklungen von früher auf Haut festzustellen. Allein der Populationswachstum von knapp 7200 Leuten am Jahr 1993 auf knapp 9000 am Jahr 2012 und heute mit bald eben 12.000 Einwohner unterstreicht diesen Development. Ja, über 150 lang hat das Gemeng als ein Leid schön an meiner schönen Zeiten erlebt. Kann ich nicht auf alles sagen. Allerdings, über all die Jahre hat Schöffling sich quasi immer nicht neu erfunden, an dat man willen an der Energie von allen Matbürger, von allen einzelnen Matbürger, die het immer nicht verstanden haben, Tradition mit kreativer Energie für eine neue Zukunft zu verbannen. Schöffling, eine Ortschaft voller Schaffensfried, voller Arbeitsfried. Wir feiern heute, das schon ein paar Mal gesagt, in 150 Jahren Gemeng Schöffling. Also den Tag, wo per Dekret, der 6. Juli, das war über den Donnerstag, das war nicht so warm, Schöffling als eigenständige Gemeinde deklariert Ginas. Demals hat die Geschichte von Schöffling und sich geht zurück auf die Jahre 785 bis 800. Und das die Zeit auch als Xuffelingen anscheinend bezeichnet ging. Eine movementäre Zeit das kommt, bis zu dem offiziellen juristischen Text, conformé donc une entité administrative. An die Zeit hat Schöffling anscheinend auch noch Xuffelage oder Schiffeldingen geheescht oder genannt gehen. Das waren noch Zeiten von Krieg, von Brandkatastrophen und Epidemien. Nun, die Damen und Herren, beim Bau von einer Kirche, nicht die Lodo steht, aber beim Aufbau vom Eisenerz, der Mine, hat Schöffling rund 1850 bis 1870 einen neuen Abschwung erlebt. Der ländliche Charakter ist immer mehr und mehr verloren gegangen. Das weisen noch Bilder, die in Büchern rümpfen. Diese Industrie ist floriert, diese Bundesländer, Carlo hat gesagt, ist gebaut gehen, und den industriellen Abschwung war nicht mehr abzuhalten. Die Fusion von den Schmelzen, Stunde Mode du Jour, und der Bau von einem Arbeit, Stuhl- und Waldwerk auf Schöfflinger Territoire, hat Schöffling quasi an den neuen Zeitalter herangebracht. Wir schreiben das Jahr 1914, knapp 2500 Einwohner zählt Schöffling. Leider hat der Erste Weltkrieg alles gestoppt. Mit neuer Energie schaffens Mut, als es am Jahr 1920 nicht bis Abgang ökonomisch gesehen und noch populationsmäßig geguckt. 1930 5400 Einwohner. Leider sollte ein paar Jahre mehr später im Zweiten Weltkrieg das Schicksal für Lützeburger Schöffling brutal changieren. Hoffnungsvolle Entwicklungen sind am Keim erstickt gehen. Standrecht, eine Erdrückung an Terror, Deportation und Zwangsrekrutierung und noch dort, das war das Jahr 1942. 1945, der Krieg ist endlich zu Ende. Es war Zeit für neues Leben, ohne Krieg, aber mit Freiheit und Frieden. Es war auch Zeit für den Aufbau. Daher hat sich Schöffling wesentlich verändert, neue Straßen mit neuen Wohnquartieren. Aber spätestens ab 1970
hat sich das Schöffling entwickelt, das man heute erleben, das man heute eigentlich auch kennen. Dafür ein paar markante Änderungen, die allerdings noch nicht eine zeitliche und noch keine qualitative Hierarchie kennen. 1963 bis 1963 hat Schöffling eng Hirwan. Einzelne Leute, die hier wie der Kollege Roller Schreiner, die sind bei der Hirwan bei dem Leonie Kullen auf Welt kommen. Damals hat Schöffling nicht 3 Barrieren, mehr nach 4 Barrieren. Das war eine Barriere, die sich erinnern können, an der Nerzinger Straße, wo Kollektrist du Süd gebaut ging, also das hat alles geändert. Dafür hat die kleine Sockel von der Allerhedinger Straße, Uweleihen an die andere Straße, geht dann eben noch innen drin durch. Kanner sind die Zeit roll, du warst auch mal dabei an den Kursen. Du mir den Tour de France heute zu Schöffling gespielt, da wir sind von Schöffling auf Nerzing, von Nerzing auf Schöffling oder sogar auf Esch, auf der Gelsenkirche gefahren, ohne dass irgendwie Mama und Papa gesagt haben, dass sind. Das war kein Trafik. Man schlitt das Gefühl, weil es waren noch Zeiten, nicht die Haut von Kanikülen, mir das nach Schnee gefallen, wir konnten überall ganz Schöffling, war noch nicht alles verbaut, konnte man am Schlitt eben spielen. Wir hatten die lange Jahre just 2 Coifferen als Schöffling für die Männer. Und eine von diesen Coifferen, die war übrigens Weltmeister zu Japan, die auf einer großen Weltmeisterschaft für Coifferen. Für nicht zu nennen, war der Liquid-Sieg. Wir hatten lange Jahre, wie gesagt, 2 Coifferen, wir hatten aber dafür auch viel Bäckereien, viel mehr wie heute. Wir hatten noch mindestens 2, 3 Boucherien permanent. Heute sind wir froh, dass von denen nicht so wird, dass man dann einfach wissen, wie man Fleisch kaufen kann. Auf mindestens 6 Plätzen an der Ortschaft. Das im Jahre 1955 bis 2000 andere konnte ihn auf 6 verschiedenen Plätzen tanken gehen. Heute geht ich just unten auf den Kreis, an die große Tankstelle kann ich noch nachkaufen, wenn ich wollte. Das war auf die Zeit ernst. Cité Europe, Cité Perchen, Cité Umben, Appartementshaus Rue des Mines, Rue Bellevue, von der sympathischen Num Negerdorf genannt Ginas. Und du war eben das Schloss bis 1970 und dort Kanner, die an dem Eck gespielt, die gewohnt haben, auch gespielt. Matter City, solche, noch viele andere Straßen, die waren damals an der Planung. Das Centre Commercial, Administrativ, Medikal et Residentiel, das ist das Gebäude vis-à-vis von der Kirche, der sogenannte CCMR, als im 1990 gebaut ging. Da waren übrigens 3 Bauernhöfe, die sie gewesen, für das eben Konto, wie gesagt, das Centre Commercial und Residentiel kann abgebaut gehen. Als Schöffling hat, wird all die letzten Jahre rund ein Dutzend Bauernhöfe. Schöffling hat auch 2 Millen, die noch bis an die Jahre 1940, 50, 60 sogar funktioniert haben. Schöffling hat die Zeit auch Dreckstypen, der legale und der illegale. Die sind heute verschwunden. Heute steht der Bulodrom, der Bulodrom steht drauf, respektiv den Därenschutz, den Hundsclub, den trainiert du. Gemengen Athleten, die war just vis-à-vis, die Stunde Matzen an der Ortschaft am urbanen Bereich, die sind auch geplündert. Also ich will mal dann nehmen veranschaulichen, wie sich Schöffling sich verändert hat, und ich denke, die Bilder für uns ansehen, die da vielleicht von früher kennt oder weil du an dem Eck gewohnt hat. Wir hatten 2 Schulen heute Schöffling, die sogenannten Altschule, die als ich gebaut genannt, an die sogenannte Neuschule. Heute brauchen wir, und der Carlo hat gesagt, 4 Schulen für alles kann in der Dach zu kriegen, nur nach einer kleinen Söchen, die sich dumm machen. Wir hatten 2 Fußballvereine. Sie waren so gut wie sie konnten. Sie haben aber 1995 fusioniert und es ist ein bisschen besser ging. Und heute muss man gucken, dass es nicht geht wie der Weltmeisterschaft, dass eine Equipe, die gut ist, dann einfach bimmel mit dabei ist. Wir hatten Schmelz, die 2012 zugemacht hat. Das war eine schwierige Zeit für Schöffling. Da war große Solidarität gewesen. Wir hatten aber viele Leute, die geschafft haben. Wir hatten quasi in Altstraße ein Bistro. Und an die Bistro sind Leute alle Gören immer hingegangen. Heute haben wir 100 pro Bistro mit gesagt, die bald keine Leute, die da regelmäßig hingehen. Weil er hat einen kurzen Ausflug auf verschiedenes nicht zu vergessen, als Sportinfrastrukturen, die an den letzten 50 bis 60 Jahren entstanden sind und die alle Gornischen von der Erneuerung müssen gehen als bis hin. Als Sport ist halb polyvalent, Tennisterrain, der Stade Jean Jacobi, und vieles anderes. Mehr alle Goren die Maßnahmen, die seinerzeit ergriffen gesehen und dazu gefordert, dass Schöffling heute über 100 Vereine erzielt. Übrigens, der Planchersbau, die war bis an die Jahr 1990 noch immer Wendel. Da wo heute der Sigel sein Büro hört, wo Schöfflinger Musik proft. Auch das war eine wesentliche Veränderung, die Schöffling mitgemacht hat. Da vieles mehr als Schöffling. Erstens,
Man singe viele Vereine, ob Turnfrei Willusclub, CR Schöffling oder Handball oder Tischtennis oder Tennis oder Société Avicole oder Amsis oder Fotoclub oder Folklorama. Das Schöffling, zweitens mit seiner Natur, dem Schöfflinger Birsch, dem Brill an der seelischen Trippeltier, die ich kann machen. Das drittens Schöffling mit seiner Leid, seiner Kultur und seiner Eigenheit. Schöffling, die ein faszinierend Ries, handelt sich schon, wir kommen an dem Buch wahrscheinlich auf viele Elemente drauf zurück, wo eben auch oft gelacht ging, wo da allerdings auch viel dunkel Wolken, Schicksal heinst du definiert tun, und da sind da ganz viel ging. Ein Gemeng, die sich am Laufe der Zeit, wie all die anderen Gemenge verändert wird, mir alle Guren stehen Haut, Amor für Schöffling an eine glückliche Zukunft mit neuen Perspektiven zu manövrieren. Ich meine mir so nicht mehr wie immer mit Herz der Seele, mit dem gesunden Menschenverstand, auch mit einer Portion Humor. Da so nice alle Guren, weil wir wohnen ja nicht mehr heute zu Schöffling, wir leben noch heute zu Schöffling. Und ich kann nur mehr sagen, yes, we can, ja, wir können. Merci für die Aufmerksamkeit. Wir bleiben bei der Geschichte, weil 150 Jahre Schöffling bedeutet auch 150 Jahre Entwicklung, Erinnerung, große Momente, also sowohl klein wie auch bis mir Großgeschichten die Gemeinde geprägt wurden. Dafür darf ich dann de Jérôme Courtois auf die Bühne bieten, für einen historischen Rückblick auf die schönsten Momente von der Gemeinde Schöffling zu gehen. Die Herren Minister, die Damen und Herren Deputéiert, Herr Bürgermeister, liebe Ehre Bürgermeisterin, liebe Freundinnen und Freunde aus dem Schaffner Gemeinderat von Hai an extern, liebe Gäste. Es ist mir als Historiker und auch als Lokalhistoriker von Schöffling ein großes Freude, den Auftakt von unserem 150-jährigen Bestehen dürfen mit einem historischen Rückblick auf einen spezifischen Moment mit anzulegen, nämlich auf die Gründung von unserer Gemeinde. 150 Jahre, das ist eine Feier, die eigentlich, guckt den Gründungsprozess von unserer Gemeinde gar nicht stattgefunden hat. Erlaubt mir dafür eine kurze Zeitreise mitzuholen, und zwar an den Anfang von den 1870er Jahren, den Auftakt von einer unabhängigen Gemeinde Schöffling. Erste Diskussionen über eine Trennung von Esch und von Schöffling kommen nämlich an 1872 am Escher Gemeinderat op und goufen von den zwei Schöfflinger Vertretern, dem Schaffe Brandl und dem Rot Böver, ugefauert. Ein Bürgerinitiativ gouf ugestreeft, Unterschriften gesammelt und am März 1874 als Petition und Chamber geschickt. Dem Lokalhistoriker Jean Hansenow soll die Hauptursache von der ugestreefter Trennung für allem Doro gelehen hun, dass, ich zitiere, die Sektion Schifflingen zum Großteil auf die Landwirtschaft ausgerichtet war, während Esch zu einem reinen Industrieort herangewachsen war. Zitat N. Dabei kommen weiter Probleme, wie zum Beispiel die schlechte Straßenverbindung und miserable Kommunikation auf Esch. Wie auch den Unmut von den Bauern mit ihren Taxen die soziale Entwicklung von Esch und nicht von Schöffling zu finanzieren. Weil Schöffling zu diesem Zeitpunkt aber nicht die nötigen Konditionen erfüllt hat, für sich von Esch zu trennen, schwätzen ich von den fehlenden 50.000 Lützeburger Franken, die für einen eigenen Gemengefonds gebraucht wurden, war die Petition nicht von Erfolg gekrönt. Der gleiche Monat informiert den Distriktskommissär, den Escher Bürgermeister, de Pierre Claude, über die Petition von der Schöfflinger Bürger, die gleich an 3 Gemeinderatssitzungen von Esch, den 20. Mai, an den 1. und 2. Juni debattiert wurde. Trotz majoritärem negativen Wort am Escher Gemeinderat wurde das Sujet aber mal auf die gern zurückkommen, zu Kondition, wenn die Sektion Schöffling, das damals verschuldeten Lalling, als Innersektion überholen. Das gouf, lo wird bestimmt nachher kommen, das gouf von den Schöfflinger aber refusiert. Als Kompromiss gouf mit August dann dezidiert, Sektion Lalling ob Esch und ob Schöffling abzudelen. Das soll dem Jean Hansenow den Trennungsgegner an die Hand gespielt tun, weil Zudele von Lalling als Innersektion von Schöffling wäre auch gleichbedeutend gewirrscht, die Autonomie von Schöffling als eigenständige Gemeinde anzuerkennen.
Damit war den Hauptproblem von den Schöfflinger aber noch nicht gelöst. So, dass das froh auf einem höheren Niveau geklärt soll gehen. Im August 1874 hält sich den Innenminister Salentini dem Dossier und schickt dem Escher Bürgermeister einen Rapport, den sämtliche Pro- und Kontra-Argumente nach ein Kehr resümiert und analysiert. Darauf kündet am Escher Gemeinderat den 3. September zu einem Weiterwort, den, wenig überraschend, negativ soll ausfallen. Nur diese Entscheidung geht es aber für eine Zeit mehr ruhig das Sujet Gemeng Schöffling. Das für allem, wenn es die Gemengewahlen. 1875 goufen bei den Wahlen de Michel Noël an de Jean Nau vu Schöffling an den Escher Gemengerot gewählt. Sie sollen zu den Hauptvertreter von der Trennungsidee gezielt hun. Eng weiter Petition gouf initiiert. Dora betonen Schöfflinger deutlich hier Bereitschaft, de Garantiefonds an Heisch vu 50.000 Lützebäuer Frank opzubringen, das auch durch den Verkauf von Terrain. Petition gouf von 300 Signataren unterschrieben und am Dezember 1875 bei der Chambre angeregt und noch diskutiert. Der Minister Salentini proposiert darauf hin, seine Regierungskollegen Causa Schöffling definitiv prüfen zu lassen. Das Resultat davon war unter anderem der Kenntnis, dass Schöffling durchaus fähig war, die finanziellen Mittel aufzubringen, für sich selber zu verwalten. Der 16. Januar 1876 deelte Salentini dem Escher Bürgermeister das Resultat mit und er streicht sein positiven Avis vis-à-vis von einer Trennung von den zwei Ortschaften. Aufgrund von diesem Schreibens entschied den Escher Gemeinderat den 23. Januar Schöffling von Esch endlich loszulesen und gering Lucht für ein autonom Gemeng zu gehen. Ein entsprechendes Gesetzesprojekt gouf darauf hin ausgeschafft. An Ugangs April dem Staatsrat vorgelöscht, den am Mai 1876 sein positiven Avis aufgibt. Nom Akkord vom Ministerrat gouf das Gesetzesprojekt mit einem entsprechenden Argumentaire und der Lieutenant Repräsentant vom König Großherzog Wilhelm III. Dem Prinz Henri weitergelegt. Aus einem Rapport betonte Salentini unter anderem, ich zitiere, Je crois, Monseigneur, que la séparation demandée se laisse assez facilement justifier, tandis que les intérêts d'Esch-sur-Alzette prennent de jour en jour davantage le caractère d'intérêts industriels et commerciaux. Ceux du Chifflanche restent avant tout agricoles. Je ne trouve même pas équitable que Chifflanche ait à supporter une part de certaines dépenses concernant la commune en général et dont profite principalement la section d'Esch-sur-Alzette. Les communs habitants de Chifflanche ont l'intention bien arrêtée d'employer tous les fonds à provenir de la vente des terrains miniers de leur section à la création d'un capital d'environ 5 000 francs. La section de Chifflanche est pourvue pour une longue série d'années de tous les bâtiments nécessaires au culte et à l'instruction primaire. Elle possède de plus un lavoir public et une conduite d'eau. Citat 1. Den 1. Juni gëtt de Prinz Henri dem Salentini den Optrag, de Gesetzesprojekt der Chambre vorzulegen. Ohne weiter Diskussionen gouf der Gesetzestext, der schon 20 Stich drauf vierloch, von der Chambre ugeholt. Den 6. Juli 1876 wird der Prinz Henri an Holland per Gesetz dekretiert, dass Sektion Schöffling mit seinen 771 Hektar offiziell von Esch getrennt an eng selbstständig Gemeng ënner der Bezeichnung Commune de Chifflanche aus der Wei geholt sollt gehen. 40 Stich drop, tritt Gesetz a Kraft, erschließt den Trennungsprozess dummer offiziell auf. Den 9. September gouf de Michel Noël als erste Bürgermeister von Schöffling ernannt, an 2. Strop de provisorische Gemengerat bestehend aus 2 Chefen a 6 Gemengeräte bestätigt. Mit ihrer ersten Gemengeratssitzung den 13. September 1876 gouf das erste Kapitel von der Junker Gemeng Schöffling abgeschlossen, die sich am Lauf von den kommenden 150 Jahren zu einer modernen Ortschaft entwickeln soll, mit ca. 12.000 Einwohnern an einer multikultureller Gesellschaft aus über 108 Nationalitäten. Ich so nicht merci.
Auf die nächste offizielle Riet, der wir dann als einen Innenminister, den Herr Leon Bluden und Bühnenbierden. Das als ein Eier, den Herr Innenminister bei dieser Ouverturezeremonie vom 150. Geburtstag von der Gemeinde Schöffling halb begrüßen zu dürfen. Und ich gebe euch Bierden, Herr Gluden, nur Riet auch noch kurz auf der Bühne stehen zu bleiben, wenn ich geht. Merci. Herr Bürgermeister, liebe Carlo, liebe Deputéiert, Kollege Erbesminister Marc Spautz, die Damen und die Herren vom Schaffen Allgemeingerot, liebe Ehrenbürgermeisterin, liebe Vertreter von den Nopischgemengen, liebe Member vom Organisationskomitee, Vertreter von den Vereinen, Vertreter von der Presse, liebe Ehrengäste, liebe Schöfflinger. Happy Birthday, 150 Jahre Gemeinde Schöffling. 150 Jahre Gemeinde Schöffling, das sind 150 Jahre Madeneen, Nachbarschaft und Zusammenhalt. Aber wenn ich das richtig an der Presse gelesen habe, dann wird man sicherlich auch ob Manns nach 200 Jahren Schöffling feiern. Liebe Leute, mit der Stahlindustrie als Schöffling sind dem Ende vom 19. Jahrhundert rapid gewachsen. Es sind immer mehr Einwohner beigekommen aus allen Gegenden vom Land und auch aus dem Ausland, für vom Reichtum, vom roten Steen sozusagen zu profitieren. Integration ist an der Gemeinde Schöffling also kein Froh. Integration ist hier eine Selbstverständlichkeit. Mehr Einwohner bedeuten immer mehr Besuchen, das war auch damals schon so, und ich komme nachher noch ein Kehr darüber zurück. Neue Infrastrukturen müssten geplant und gebaut gehen. Es war ein hilfreich auf die Entwicklung von der Gemeinde Schöffling. Kein Wunder dem nur, dass ein enges Tags wird eigenständig gehen, losgelöst von der Kommune Meer von Esch-Ulzig. Heute auf den Tag genau, 450 Jahre, der 6. Juli 1876, war es soweit. Hinter dem Tag als Schöffling eine eigenständige Gemeinde. Liebe Leute, Schöffling hat über Generationen immer nicht fertig gebracht, sich weiter zu entwickeln und sich von dem jeweils neuen Kontext anzupassen. Und der Dynamik an Anpassungsfähigkeit hat sich bis heute nicht geändert. Und noch nicht daran, dass ihn zu Schöffling nie vergessen hat, von wo ihn herkommt. Das ist kein Zufall, das ist der Merit von den Schöfflinger Leuten. Merci den früheren und aktuellen Members vom Gemeinderat, dem Gemeindepersonal, den Vereinen, kurz gesagt alle Schöfflinger Leute, die dazu beigetragen haben. Lasst mich ein paar Schöfflinger ganz besonders annehmen. Das Street Lulling hat Schöffling weit an Europa getragen. Der Jean Spautz, von meinen Vorgängern, hat maßgeblich Kommunalpolitik, Nationalpolitik und auch die Europapolitik mitgestaltet und meine Besserungen, Genesungswünsche und den Herr Spautz macht. Dann natürlich mein Kollege Spautz Marc als Erbesminister. Wenn ihn an Spautz denkt, denkt ihn an Schöffling, und wenn ihn an Schöffling denkt, denkt ihn an Spautz. Und ich kann sagen, muss ich froh, dass der Marc an der Regierung ist. Schöffling hat aber nicht nur Gewerkschaftler, Politiker vorgebracht, sondern auch normale Leute, wie der Gilles Müller, Kapitän von unserer Davis Cup Equipe und einer von den besten Tennisspieler, die Lützeburg erkannt wird. Also ich habe auch geschrieben, guck, ob sie das annehmen, weil hin als mehr mit monderischer Verbindung bricht mit Norbert Haupert als anscheinend geboren, aber ja auch ein berühmter Sportler, ein langjähriger Präsident vom Kose. Liebe Ehrengäste, die Damen und die Herren, ein Gemeinde, das sie für uns allem hier aufnehmen. Gemeinde Schöffling, das sie dir alle gut. Rund 11.700 Einwohner zählt Schöffling heute, die größte Gemeinde vom Land. Gut 9.900 2016. Das sind bald 2.000 Einwohner mehr an 10 Jahren. Mehr Einwohner, mehr Bösmann. Ich meine, ich hatte das am Anfang gesagt. Ja, Schöffling ist schon ein Kerl aus einer Geschichte massiv gewusst. Damals, 450 Jahre, wo Schöffling knapp 1.000 Einwohner hat. Und Schöffling hat sich angepasst. Und das möchte Schöffling auch erlauben. Ja, das ist eine grosse Herausforderung. Aber ob kaum ein Gemeinde passt der Spruch, es wies niemand eine Herausforderung, so gut wie auf Gemeinde Schöffling. Ich gucke hier auf das Projekt Metzer Schmelz, den zu 100% auf Schöfflinger Territorium liegt.
Op der Metze Schweiz sollen 10.000 Leute wohnen, aber 8.000 Leute schaffen. Von 2032 die echt Leute nach Wohnen kommen, soll auch dort ihren Traum folgen, wie man den Owen auch gewohnt ist. Pünktlich zum 51. Geburtstag als Schöfflingerin voll an einer Phase von der Wanderung. Neben der Metzer Schmelz soll Schöffling auf einer Europaschule an einer neuen Grundschule kriegen. Liebe Leute, den Anwohnerwachstum ist für ein Gemeng eine große Herausforderung. Für Schöffling, aber auch für alle anderen Gemeinden. Mit den innenministerlichen Gemengen, die halt mehr wie je ein Servicebetrieb für Bürger sind, nicht allein mit der Herausforderung. Wir sind die Partner von den Gemengen, ob bei den Gemengefinanzen, bei den Gemengestrukturen oder bei der Resilienz. Den Innenminister ist an alle Bereiche ein zuverlässiger Partner. Wir haben Gemengefinanzen gestärkt, für allem durch die Reform vom Subsidiensystem no Motto in Anwohner als ein Anwohner, anerkannt als erkannt, egal an wat enger Gemenge wohnt. Wir stärken Gemengestrukturen für die Verwaltung und Services zu modernisieren und den Dienst Bürger immer weiter zu verbessern. Wir vereinfachen Prozeduren für mehr und mehr zu bauen. Nach das Woche werden weitere Meilensteine und Prozeduren gehen, das Nationalbaureglement. Wir unterstützen Gemenge bei der Resilienz, mathematische Seminaren, aber mit einem Guide für die Ausschaffung von einem Plan lokal de Resilienz. Resilienz geht schied verrät von uns der Staat, Gemengen und uns Bürger. Herr Bürgermeister, liebe Ehrengäste, liebe Schöfflinger, wir haben noch zurückgeguckt, und wir haben auch noch viel geguckt. Aber wenn ihr aus der Vergangenheit von der Gemeinde Schöffling eine Konklusion kann ziehen, dann das. Schöffling als ein Anwohner sind immer bereit, sich anzupassen, also sich weiter zu entwickeln. In dem Sinn, Happy Birthday at Multos.